Endlich kommt sie wieder raus aus dem Abstellraum, die Krippe des Frankenwalddorfes Effelder. Für Dorfwirt Michael Löffler und den Krippenbauer Stefan Reif eine heikle Mission. Die hätte aber gleiche Bauch wie damals. Es ist jedes Jahr wieder eine Aufregung. Hein geht's, weil Hein ist nicht glatt oder was mit den Larven. Weil es ist halt schwierig, was auszubessern, wenn was kaputt geht. Kaputt gehen könnte vor allem das wichtigste Baumaterial, das Stefan Reif im ehemaligen Schieferbergwerk Lehesten gesammelt hat. Naturschiefer, möglichst klein gespalten und auf einer Seite schön glatt. Schließlich will Stefan aus den Bruchstücken Mini-Schiefer fertigen. Anregungen, wie eine typische altdeutsche Deckung aussehen muss, holt er sich im Schieferpark. Stefan Reif ist kein Dachdecker, sondern betreut die Kläranlage seiner Gemeinde. In seiner Kellerwerkstatt baute er nach Feierabend über 3 Jahre hinweg an einer Krippe mit Bezug zur Region und deren bäuerlicher Geschichte. Wir haben uns irgendwann dafür entschieden, dass es eine fränkische Krippe werden soll, mit Schiefer. Dann habe ich mich ein paar Mal befragt bei Schieferdeckern, ob das überhaupt in dem Maßstab möglich ist. Da haben sie mir eigentlich alle abgeraten, dass das eigentlich nicht möglich ist in dem kleinen Maßstab. Dann habe ich ein paar Versuche gemacht, die sind dann kläglich gescheitert. Aber dann bin ich irgendwann drauf gekommen, das vielleicht auch mal mit Schleifen zu probieren. Inzwischen klappt's prima. So kann er 1-2 Millimeter dünne Schieferplättchen passend formen und die dann in Reih und Glied eindecken. So wird Stefan Reif zum Schieferdecker mit Pinzette statt mit Hammer. Ein Backhäuschen, eine Hundehütte und sogar ein Plumpsklo hat er gebaut. Eben alles, was um 1900 zu einem Frankenwald-Bauernhof dazugehört hat. Ständig tüftelt Stefan an neuen Elementen für sein Werk. Jedes Jahr ist es für den Bastler ein besonderes vorweihnachtliches Erlebnis, wenn er mit dem Dorfwirt sein Bauernhausmodell in die kleine Kirche Peter und Paul schleppt. Vorbild dafür waren Fotos von einstigen Häusern aus dem Ort. Jetzt muss Stefan erstmal die ganze Inneneinrichtung prüfen und ordnen. Auch in den Räumen soll alles wirken wie vor 125 Jahren. Bei der Bastelei wird Stefan zum Mikroschreiner, Maurer und Zimmerer. Die Betrachter der Krippe sollen eine kleine Zeitreise erleben. Ich habe ja mit älteren Leuten gesprochen, wie das halt früher so war. Dann sind wir drauf gekommen, dass meistens hinten in der Ecke meistens ein Schweinestall war, da waren die Schweine drin. Und hier ist drüber meistens der Hühnerstall gewesen. Da ist hier außen der Steig nach oben meistens gegangen und oben drin waren quasi die Hühner dann drin. Inzwischen kommen die Messnerin Erika Löffler und Stefan Reifs Sohn Felix für die Gestaltung des Außenbereichs zu Hilfe. Der Krippenbauer und gelernte Elektriker ordnet unter dem Tisch Dutzende Kabel und verbindet sie mit einer programmierbaren Schaltung. Das war jetzt über ein Jahr gestanden, ist nicht gelaufen. Ich war letztes Jahr beim Abbauen leider nicht dabei. Und ich hoffe, dass jetzt alles wieder anläuft, wie sich's gehört. Besonders spannend der Hofbrunnen, einst von Hand betrieben, aber jetzt vollautomatisch. Das funktioniert, aber nur gegen eine kleine Spende. Nach und nach sollen der Stall und anschließend die Wohnräume beleuchtet werden. So jedenfalls der Plan. Gut, jetzt kommt der Flur und dann geht's ringsum. Oh, jetzt bin ich ein erleichtert. Jetzt geht's mir gut. Ich hoffe, dass die restlichen Lichter Halsgar eingehen, aber es sieht gut aus. 3 Stunden vergehen, bis endlich Stall und Gehöft komplett ausgeleuchtet sind und bis auch die kleinen Bewohner einziehen dürfen. Nein, hier in Effelder ist es nicht wie sonst üblich ein verlassener Ort, an dem Jesus zur Welt kommt. Stefan stellt die heilige Familie in einen betriebsamen Bauernalltag im Frankenwald. Private Spender und der örtliche Musikverein ermöglichten den Kauf von hochwertigen Figuren aus einer Werkstatt in Oberammergau. Vor allem Familien mit Kindern sind von der Schieferkrippe begeistert. Wenn Stefan Reif sieht, wie viel Freude er den Menschen damit bereitet, dann ist das für ihn der schönste Lohn. Schau mal, siehst du was?
Und Hühner sind auch da? Rund 900 Stunden ehrenamtliche Arbeit hat er in sein Projekt gesteckt. Wollte damit seinem Dorf und seiner Kirchengemeinde etwas Gutes tun. Bereut hat er das in keinem Moment. Im Gegenteil, er bastelt immer weiter. Jesus liegt jetzt in einem Bauernhaus. Über ihm fehlen die Schiefer. So wird der Blick auf das Wesentliche, auf die heilige Familie im Stall gelenkt.